Und willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin im Team Magma Versteck. Haben wir leider die Mission nicht ganz geschafft, sprich Mark und Kalle sind entkommen, wenn wir mit ihnen gucken, wie wir das Ganze doch noch zurechtbiegen können. Ja. Obwohl, eigentlich ganz einfach, müssen ja nur, sage ich jetzt mal, Taucher einsetzen, weil wir halt die Farm dazu hätten und dann in der Nähe von Xenoville wären, sprich die Urzeithöhle besuchen könnten, dann könnten wir auch die Magma noch aufhalten. Doch dazu ist noch lange nicht so weit, deswegen gehen wir erstmal zurück nach Sigurdsholm City und gucken mal, was uns sonst noch alles erwarten könnte. Und da sind wir auch schon zurück in einer wunderbaren Hafenstadt, war. So, sehr gut. Ja, Sigurdsholm City gibt es noch einiges zu tun. Ich würde aber jetzt gerne eigentlich der Reihenfolge nachgehen, sprich erstmal ganz kurz die Route im Westen abgrasen, denn da gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Und dann, ja, machen wir die Stadt so weit, danach geht's nach Osten, sprich ab nach Moosbach City. Dann brauchen wir trotz allem noch die nächste VM und die bekommen wir halt erst dort, sprich halt das Erlernen davon, war. Dazu brauchen wir halt den Orden. So, jetzt sind wir hier, genau, so war noch alles ready. Ich schätze mal, ich bräuchte mal wieder Geradax, wegen VMs und so, und deswegen mal gucken, welches Pokémon ist schon zu stark, welches kann ich ruhig mal ein bisschen weglassen und so. Ich glaube, der gute alte Kai war. Beherrschter Surfer, das ist natürlich cool und alles, aber er gönnt sich mal eine Auszeit. Stolos, ja. Ich will eigentlich mal ein bisschen noch wieder Black ein bisschen trainieren, weil ich schon gerne noch vor den nächsten. Ich überlege gerade. Wieso überlege. Ah, stimmt, das waren die, wo ich tauschen wollte, genau. Mit Omega. Quatsch, natürlich mit Alpha Saphir, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Geweih, genau, die nicht. Die habe ich alle dort drüben. Die muss ich mir mal offscreen so machen. Gut. Genau. Und also weiter geht's im Westen. Ich glaube auch schon, war? Ja, die habe ich schon gesehen. La. Eine wunderbare kleine Route nochmal meinen, war? Gibt es noch etwas Besonderes für uns? Ein paar Beerensträucher, la. Die Nanabeeren. Hatten die das mit EVs zu tun zum Verlernen? La. Hier. Ein Top-Beleber kann ich nur gebrauchen. Und kann bekanntlicherweise selten allein. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Ich habe sicher keinen Schutz mehr an, also wenn wir noch stark wundern. Deswegen der Meisterball. Ja, Freunde, ich glaube, ich kann den Meisterball sogar mal einsetzen. Es gibt nämlich, gut, es ist wirklich nur eine. Ja, stimmt sogar. Es gibt wirklich eigentlich nur eine Möglichkeit, wo man den Meisterball relativ klug einsetzen kann. Da drüben war. Genau, und die kommt aber sehr, also, ja, nicht sehr spät, aber sie kommt ein bisschen später. Ein Hyperheilala. So, wir sind jetzt die Tante hier. Servus. Wer zum Henker kommt eigentlich immer auf diese Namen? Also, Namen sage ich schon. Mucke natürlich. Wunderbares Pokémon streicheln? Kommt drauf an. Was man unter hübsch versteht. Die Vanessa. Eine coole Zeitschrift mit dem Cousin da drauf, genau. Ich muss gerade überlegen. Wie das Pokémon schon da hieß. Ein Pikachu. Tja, kein Problem für uns. Also natürlich als Statik drauf, dann bin ich gleich paralysiert. Ja, Pika.
Aber ganz ehrlich, wieso ist Pikachu das einzige Pokémon, das eine richtige Stimmausgabe hat? Also es fehlt echt noch, dass alle Pokémon halt so etwas hätten. Ich meine, klar sind schon viele Pokémon, sehe ich ja ein. Aber es nur Pikachu diesen Vorzug hat. Das ist rassistisch, Mann! Ein Leuchtstein. Mal rüber tauschen noch. Für den kompletten Pokédex. Und ein Nugget. Jo, dankeschön. Und weiter geht's. Hier auf dieser wunderbaren Route. Da route ich mir eins. Was? Ein verstecktes Carbon. Carbon, nicht Calgon. Carbon für Pokémon, Calgon für Waschmaschinen. Wer bist du? Mein Pokémon habe ich schon die ganze Welt bereist. Man könnte also sagen, dass ich durchaus ein gewisses Vertrauen in mein Können habe. Schön für dich. Was interessiert mich das? Der Gentleman Abraham. Nee, sorry, aber da ist sowas von... Der Gentleman namens Abraham. Mhm. Ja, du, wieso keine typischen deutschen Namen und so? Nee, natürlich irgendwie allerweltsnamen. Aber es ist Multikulti, von dem her natürlich auch cool. Und jemand hat mal einen Namen, den es wirklich gibt, wa? Wir haben schon diverse Namen gehabt, wo man sagen musste, hallo? Gute Leistung, Respekt. Ja, dankeschön. Abraham. Schutz-Item, gerne schön, das ist der letzte, aber spielt keine Rolle. Und was haben wir noch Schönes? Ein Topschutz. Dankeschön für diesen Schutz. So gab es sonst nichts mehr. Doppelkampf hat den bereits gemacht, glaube schon, war. Ja. Obwohl, wurde nur Rematch. In Schule bin ich eine Klassstufe über ihr. Na okay. Wenn ich schon mal hier bin, Freunde, ich gehe mal ganz kurz mal rein zum Gucken. Mir fehlt, wie gesagt, noch ein Pokémon hier und zwar ein Pinsy. Würde ich mal gerne noch schnappen. Wenn das überhaupt irgendwo hier ist. Ja, nee, dauert zu lang zum Suchen. Okay, die liest nicht mehr hier. Sorry. Das war mein Fehler. Also dann ganz schnell. Wir sind ja hier schon vorbei. Jai. Egal. Wow. Schon gehabt. Und nun, offiziell willkommen in Sega Subcity, wo wir jetzt alles nochmal angucken, was es jetzt so gibt. Ich glaube, wir waren zum meisten Orten bereits. Okay. Schmutz passiert nichts, nur Wölfe, so ein tiefer aus dem Wasser graben. Ja, immer erzählt, schön. Okay, gehen wir direkt mal hoch. Und zwar erst einmal zum Kunstmuseum. Ich bin Kunsthändler. Kaufe und verkaufe Kunstgegenstände. Das ist ja schön für dich und mir. Was? Nee, komm schon. So. Aber hier hat's leider nichts. Überspringen kann ich auch nicht. Museum von Sega Subcity. Ausstellung von Pokémon Meisterwerken. Oh, interessant. Dann doch mal gucken, was hier so Schönes gibt. In diesem Museum bekommst du viele fantastische Gemälde zu sehen. Und der Direktor ist einfach wunderbar. Für uns Künstler ist dieses Museum eine große Inspiration. Schön. Was meinst du? Willkommen im Museum von Sega Subcity. Bin in der Zeit unserer Sammlung wunderbarer Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Ja, soll man sich echt die Zeit nehmen? Ja gut, wir können ein bisschen durchgucken. Ich habe das Museum gebeten, mein Werk auszustellen. Der Direktor hat abgelehnt. Ihnen fehlt der Blick für wahre Kunst. Was meinst du? Interessierst du für Kunst? Nö. Ja, schon gut. Der Künstler hat nun mal eine einsame Existenz. Ja, so Leute, Kunst ist nicht zu meinem Metier. Gar nicht. Obwohl natürlich Kunst ja vielerlei ist. Es ist nicht nur irgendwie Holzbildnerei oder Wandgemälde und so. Kunst kann alles Mögliche sein. Let's Playen ist eigentlich auch eine Kunst. Okay, bin ich gerade gut in der Kunst, aber es ist auch eine Kunst. Ja, welche bei dir Kunstwerke? Die haben wir angucken. Mit bizarren Fantaschen. Ich überlege gerade, ob es war sich bei XY so, dass man alles direkt in Nahperspektive, so herum mit dem Schuh draus, sehen konnte. Ein äußerst delikat aussehende Beeren. Das will einen hungrig machen. Ein Trausler, wa? Die Farbe blättert hier und da schon ab. Oh, schade. Dieser Farbholzschnitt stellt einen beliebten Trend aus der Vergangenheit dar. Echt jetzt?
Ich sehe da nix. Ein Knilz! Ein sehr farbenfrohes Knilz. Dies von einem vielversprechenden zeitgenössischen Künstler angefertigte Skulptur steht ein Knilz da. Knilz. Das dürfte wohl ein... Was ist das? Ein Tauboss? Ein Schwalboss? Eine berühmte Glasskulptur. Sie stellt ein antikes Vogel-Pokémon dar. Antik. Von den Flügeln her würde ich sagen, ist ein Tauboss, aber nee, ist nicht ein antikes Pokémon. Hä? Noch ein Schwalboss? Oh, und das ist natürlich ein Megaball. Ich glaube, es ging mal in einer Anime-Episode sowas. Der Megaball. Ein großer Pokéball aus schwarzem Stein gehauen. In früheren Zeiten wurde er vermutlich zu Festlichkeiten ausgestellt. Oder zum Pokémon-Fang. Genau, das war doch... Wie war das schon wieder? Ich glaube, das war sogar mit einem Lepumenta, also so einem riesigen schwarzen Pokéball kam. Pokémon-Kämpfe machen schon Spaß, das gebe ich zu. Aber man darf darüber nicht seine Liebe zu den schönen Künstlern vergessen. Das stimmt natürlich. Dieses Pokémon ist vielleicht niedlich, genau wie mein kleiner Sohn. Echt, jetzt bist du niedlich? Diese Frau ist so hübsch, genau wie meine Mama. Oh. Man merkt, die ist noch sehr jung. Das Bild eines legendären Pokémons längst vergangener Zeit. Hä? Hat das Narcos? Nee. Freunde, ich erkenne es gar nicht. Was soll denn das sein für eins? Pokémon auf dem Schoß. Oh, es ist, dass es eine Frau ist. Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Können Roselia sein, wa? Ja, ja, die Kunsten. Was ist das hier? Was ist ein Lucario hier vorne? Eingraviert sind. Oder sind natürlich Inkognito. Könnte auch sein. So, wie sieht's aus, Meister? Ich bin der Direktor dieses Museums. Unsere geschichtsrechtlichen Ausstellungsstücke sind sehr beeindruckend, nicht wahr? Wie, das Oberstockwerk? Nun ja. Dort planen wir etwas andere, lebendigere Kunstwerke hier als hier unten anzustellen. Also nix für uns. Okay, seht ihr wie? Wir gehen natürlich direkt mal ins große Pokémon Kaufhaus. Es gibt so gut wie alles, was man irgendwie ja, mögen könnte. Ich kaufe etwas Schönes für meinen Meryl als Belohnung für seinen Wettbewerbssieg. Okay, schön für das Meryl. Sieht es aus, als etwas Besonderes für uns? Nö. Willkommen, willkommen. Du mir auch. Willkommen im ID-Lotteriezentrum. Ja, wieso nicht? Als erster Platz müsste es eigentlich immer einen Meisterball geben. Wie schade, keine Übereinstimmungen. Na klar. So viel Pech kann auch nur ich haben. Nur wenn ich ins Einkaufszentrum gehe, endet das damit, dass ich tausende Dinge kaufe, weil es so viel Spaß macht. Geld ausgeben, das können Frauen wirklich gut. Heute will meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Naja. Nicht nur natürlich Frauen, auch Männer, ist natürlich immer unterschiedlich, aber ist einfach halt ein altes Klischee. So, wo sind wir hier denn? Der erste Stock. Meine Mama wartet zu Hause auf mich. Was wäre wohl ein passendes Geschenk für ihn? Kommt auf die Figur drauf an. Ich glaube, den String-Tanger kannst du knicken. Jeder Trainer soll die wichtigsten Items kennen und richtig einsetzen können. Das gehört zu den Grundlagen. Oder halt verkaufen können. Ja, wer bist du schon wieder? Ich werde bald auf eine lange Reise gehen. Dafür decke ich mich mit Items ein. So, Fräulein, verkaufen bitte schön. Denn ich habe eine Menge hier. Ja, eine Menge hier. Nö. Behalte ich mal noch. 3 Nuggets. Alter. Sind wir reich? Braucht kein Mensch mehr. Superball braucht auch keiner mehr. Superman schon, Superball nicht. Nerdstab. Gut sortieren, bitteschön. Herzlichen Dank auch. Granit ein für 50, naja. Das lohnt sich ja richtig. Ach ja, was können wir hier noch alles machen? Na gucken, haben wir jetzt eigentlich die Eva-Beere für die Kappe, wa? Die fehlen doch noch.
Wollen wir ganz kurz. KP. Angriff, Verteidigung. Spezialangriff, Verteidigung. Wir haben alle! Leute, wir können endlich züchten. Geil. Die ganzen Beeren züchten. Durch ein anderes Mal. Mal kaufen. Ja, wir haben eigentlich genug. Wir haben 40. Gut, trotzdem haben wir genug Geld. La 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 la. Immer alles möglich ausgeben, das ist natürlich auch eine Kunst. So, Top-Genesung, kann auch weiter noch 5 machen. Schade, dass es eigentlich nirgends wirklich Top-Beleber zum Kaufen gibt. Beleber, kein Problem. Top-Beleber kaufen? Ne, die muss ich irgendwie so finden. Dann haben wir noch genug. So, dann hier noch die 8. Okay, die richtig teuren Dinge, die kommen ja alle erst noch. Zeig doch mal her, was du noch hast. Eneko-Route, Pucke, Pokewedel, braucht kein Mensch. Nee, da braucht kein Mensch. Keiner. Oder fast keiner. Servus. Dass mein Pokémon Carbon gegeben habe, wurde es gereinigt. Wurde es in Initiativ-Basiswert angestiegen. Ja, die sind schon ganz cool, die Vitamine. Ich möchte, dass mein Pokémon widerstandsfähiger wird. Deshalb überlege ich gerade, ob ich lieber so einen Verteidigungswert mit Eisen oder so einen Spezialverteidigungswert mit Zink erhöhen soll. Ja, kommt immer ein bisschen aufs Pokémon drauf an. Und aufs Training. Um Pokémon schnell stärker zu machen, eignen sich Items ganz hervorragend. Protein erhöht den Angriffsbasiswert und Calcium den Spezialangriffsbasiswert. Ja, wir sind doch bereits also seit hier, wo die Statuswerte Gurus war. Ja, 9800, Alter. Nee, da geht im Graviport-Markt, also sprich links unten, gibt es so einen Spezialmarkt. Da könnt ihr sie am Montag jeweils zum halben Preis kaufen, das ist dann viel günstiger. Was kann ich für dich tun? Das ist eine gute... Oh nein, das ist mit Kampf-Items. Nö, bin kein Fan davon, sorry. Das ist nix für mich. Oh nein, 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 nein. Oh, jetzt sind wir also hier. Das ist die TM-Ecke. Und die ist übel. Richtig, richtig übel. Eine Offensivattacke oder eine Defensivattacke? Ich muss einfach so entscheiden, welche TM-Attacke in Pokémon lernen soll. Ja. Welche Attacke bloß? Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Arten von TMs. Die S50 habe ich mir noch eingeprägt, aber ja, geht mir ähnlich. Die nächsten 50, tja. Ich hätte gerne alle unterschiedliche TMs, aber Pokémon kann nur 4 Attacken beherrschen. Das stimmt leider. Ja, TM-Kauf. Natürlich sind die noch relativ billig hier. Es gibt leider ganz teure. Und zwar die hier. Feuersturm, Donner, Blizzard jeweils 30, Fokusstoß noch, Steinkante, Überstrahlgigastoß. Ich kaufe mal eine Steinkante, die ist immer ganz cool. Der Rest Hyperstrahlgigastoß. Nee. Kann ich sowieso nicht gebrauchen. Fokusstoß, geile Attacke, trifft leider viel zu selten. Aber die hier sind ja auch äußerst mächtig, aber die treffen auch eher weniger und ich weiß, 30.000 ist das schon übel. So, und das nächste Stockwerk, wir sind glaube ich bald oben. Das ist die für die Geheimbasen, oder? Oh, ja. Lalala. Und was will denn die hier? Es gibt so viele niedliche Puppen. Ja, schön für euch. Für euch 4 vor allem hier. Für die 4. Ein Kusskissen, ein Pika-Kissen, ein Azurkissen, Zickzacks-Kissen. Also für die Kissen. Ja, dann kiss mich doch mal. Oh Mann, hey, eine Pichu-Puppe, Delegator-Puppe, cool. Togepi-Puppe. Nee. Machen wir später alles, Freunde. Und hier sind wir bereits auf dem Dachgeschoss. Servus. Samstag gibt es hier immer einen Ausverkauf. Ja, verdammt, ich nehme heute am Sonntag auf. Ah, Hilfe. Oh. Nice! Hey, cool, Mann, wir sind Superman! Nee, ich sehe aus wie ein... Was für ein Kostüm? Ich sehe aus wie ein Kekli-Man. Kekli-Man. Die Höhenranger kämpfen das friedliche Miteinander und Helden der Höhenregion. Okay. Die Höhenkämpfer, nicht schlecht.
Ja, eine fette Wurst, dann kauf doch was. Was willst du trinken? Nö, nix. Wir haben ja noch die gute Kuhmilch. Tja, wisst ihr was? Sogar ein guter Zeitpunkt und ein guter Auspunkt, sag ich schon. Aussicht natürlich, coole Bäume. Um hier mal ein paar zu beenden und einfach mal ein bisschen sich gehen zu lassen, ein bisschen zu genießen, ein bisschen zu chillen. Und zu sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part wieder hier bei Pokémon Omega Rubin in Sigrasop City. Noch ein bisschen umsehen und so, und dann gehen wir ab nach Osten auf die Wasserroute Richtung Moosbach City und das wird dann richtig dufte. Tja, in dem Sinne, bis dahin und... bin so müde, hinsetzen geht nicht. Naja, mal ein bisschen auf Höhenranger. Ja, Mann, bis zum nächsten Mal und tschüss.